Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, hoppala. Und ich habe gesehen, wir haben auch noch diese Quest Urschak dabei. Die können wir jetzt auch direkt auf dem Weg zum Vulkan lösen, würde ich sagen. Wir müssen da sowieso vorbei, insofern ist das jetzt auch nichts, wofür ich extra einen Umweg in Kauf nehme. Hier haben wir ja alles auch sauber gemacht, das ist schon mal ganz gut. Da könnten die Paladine eigentlich schon fast einen Ausfall wagen. Wenn ich jetzt hier allein schon draußen alles abgeschnetzelt habe in der Umgebung. Moment, hier war doch mal... Ja genau, hier war doch mal Südtor, richtig? Und da war doch mal so Mole-Rat-Höhle. Wie sieht es denn eigentlich da mittlerweile aus? Gerade mal hier Lucky machen. Ah ja, da haben sie mittlerweile Feldräuber angesiedelt. Okay, um der alten Zeiten willen haben wir mal einen heiligen Pfeil drauf. Aber das macht deine Biester anscheinend gar nichts aus. Die sind ja nicht urheilig, die Feldräuber. Okay. So. So. Mit einem schönen Rückhandhieb dem Vieh nochmal in die verpasst. Und da und da. Und was ist dann hier drin? Kein toter Gardist oder so, aber Snapperkrauten Aquamarin. Ist das ein Fell hier? Oder was soll das darstellen? Das sieht doch so aus, als... Ja, ein Trollfell. Huhuhu. Und eine Steintafel. Ja, geil. Hat sich doch mal wieder gelohnt. Alte Gegend, das sich nochmal anzugucken, weil wenn man das schon mal gespielt hat, dann kennt man ja die ganze Gebiete. So, dafür petze ich mir jetzt aber A Nummer 2 von den Dinger hier rein. Also der heilige Pfeil scheint wohl auch nur gegen urheilige Gegner zu wirken. Und wir haben noch eine Lebensenergie plus 1 Tafel gefunden, die uns 5 Lebensenergie gibt. Gut. Entschädigt fast die 60 Lebensenergie, die ich bisher durch die Klaue Belias verloren habe. Naja. Okay. Da sieht es noch recht orkisch aus. Und apropos recht orkisches Aussehen. Wir haben hier doch so einen Ork-Kumpel, der Richtung Totem Hoshpaki gehen wollte. Gucken wir uns doch gleich mal um. Und der hat uns bestimmt auch noch irgendwas zu sagen. Dumm. Ui, der hat uns wahrscheinlich sehr viel zu sagen hier. Ucha-cha-cha hat er uns zu sagen. Hier. Und, greift ihr mich an, oder? Natürlich greift ihr mich an. Das ist jetzt auch noch sei, sind wahrscheinlich die Speer, die ihn zu Hoshpak führen sollten, nehme ich mal an. Ja, komm. Machen wir es einfach noch schlimmer, als es eh schon ist. Okay, also Urschak wird sich jetzt auch denken, oh ja, jetzt habe ich doch die Eskorte endlich mal gefunden, die mich zu meinem Mentor bringt. Die Speer haben mich gefunden, sind eigentlich ganz klare Kerle. Und da komme ich mal wieder an und schnetzel die Typen einfach mal nieder. Und ja, dann findet er auch noch raus, dass hier sein Mentor mal war. Es war einmal das Leben. Und... Skrotak, ich erfahre, du dabei als Hoshpak getötet. Du begehst große Fehler, Fremder. Ich sehe, du hast ja seinen Platz eingenommen. Du hast mir nur was vorgemacht. Deine Stellung bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Du bist jetzt auch nichts anderes mehr als ein Werkzeug des Bösen. Fremder haben recht. Urschak nur noch erfüllt von Hass und Rache. Urschak erkennen großen Fehler zu vertrauen bösen Menschen. Zu nennen Freund und helfen nicht zu werden getötet, Urschak zutiefst bedauern. Fremder endlich verlassen Tal und gehen über Pass. Urschak Fremder nicht können töten jetzt. Ehre der Schamanen Urschak befehlen, so zu handeln. Bei nächster Begegnung wir Feinde sein werden. Nett. Du besser jetzt gehen. Ja, so können tolle Freundschaften mal enden zwischen Ork und Menschen. Erfüllte Mission Urschak. Urschak gehört wieder dem Rat der Ork-Schamanen an. Naja. Er steht jetzt auch auf der feindlichen Seite und ist ein wenig gereizt. Ich sollte ihm besser aus dem Weg gehen, bis ich die Geschichte mit den Orks geregelt habe. Bis dahin wird er sich wieder beruhigt haben. Ja, ganz bestimmt. Der sieht auch so aus, als wäre er gerade ultra gut drauf. Du gehen. Ich nicht mehr mit Fremder reden. Okay. Einfach mal so just for fun. Einfach mal so wirklich just for fun, weil
Zauber hat er nicht drauf. Nur 2 Mana-Extrakte und 350 Erfahrungspunkte wie jeder stinknormale Ork-Schamane. Nö, das ist es mal nicht wert, den jetzt abzuschnetzeln. Das ist es mal nicht wert. Dode für einen alten Kamerad abmurkse, der mich überhaupt erst ins Orkdorf gebracht hat in Gothic Ends. Nee, nö, das ist mir dann doch nicht wert. Ja, ich finde die aber auch sehr lustig gemacht hier, diese Steilstufe Treppe. Okay. Wieder eine Quest weniger. Wieder ein Freund weniger. Ah, oder für eine schwere Ork-Axt mehr, ne? Wenn Innos ein Fenster, eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Ach, der liebe Zeit. Gut, gut, gut. Dann können wir uns jetzt voller Inbrunst, dass es gerade so kracht, mit heiligem Gedöns und Schlag mich tot, uns dem Feuerdrache widmen. Oh, da ist ja noch ein Wag. Hallo, Wag. Du war mal ein Wag. Tschüss, Wag. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Oh, Feuerwarane. Nett. Vielleicht mal einzeln anlegen mit einem Biester. Gucken wir doch mal, ob wir die hier kriegen mittlerweile. Ohne dass wir sofort in Flamme aufgehen. Schade, machen sie immer noch gut. Ja, ne? Okay, ich glaube, ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Und zisch dann mal lieber schnell ab. Ey! Okay, also einer ist auf Aggro geberscht. Hey, 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 hey! Vorsichtig! Vorsichtig, Kleiner! So. Na gut. Der ganz aggressiv ist, den kann ich wenigstens noch fertig machen. Solange die Enzeln da unterwegs sind, ist das absolut kein Thema. So. Genau dafür bin ich immer zurück nach Khorinis, damit ich den Kruscht noch verwenden kann. So. Okay. Endgolem habe ich auch noch parat, der im Kampf gegen den Feuerdrache nochmal etwas hilfreich sein wird. Oh. Rodemol, wer hier nochmal lebt, weil Drachengebiet. Hallo. Hallo. Exi. Oh, scheiße. Dreier. Och ja, ne? Alter Falter, das war jetzt aber mehr Glück als Verstand. Gewitter erleid. Nichts zu plündern. Das war jetzt gerade wirklich so richtig mehr Glück als Verstand. Und ein fette Feuergolem lebt hier auch noch, wie ich sehe. Nein! Verdammt! Ach, scheiße, die wollte ich eigentlich machen. Okay, na gut. Kann ja mal passieren. Scheiße. Okay. Gut. Na gut, sorry, das war immer mit der Taste verklickt. Rodemol, wer jetzt die Rune erstmal rausnimmt aus dem Inventar. Damit sowas nicht nochmal passiert. Sorry. Das kann wohl hin und wieder vorkommen, wenn man einen total unfähigen Let's Player hat. Okay. Gut, gut, gut. Dann wieder an unserem liebreizender, fröhlicher Freund vorbei. Und ja, dessen Eskorte ich natürlich auch mal kurzerhand einfach mal abgemurkst habe. Ach, die liebe Zeit. Gebt mir doch mal bitte in die Kommentare Bescheid, ihr liebe Leute, jetzt noch diesen ganzen Ork-Geschnetzel etc. pp. Hättet ihr eigentlich Interesse daran, wenn ich nach der Drachejagd mich um die anderen Orks nochmal kümmere? Also sprich einfach mal einen Rundumschlag hier um die ganze Burg und die ganze Ork-Armee platt mache. Würde mich interessieren, ob ihr das wollt. Weil es bringt ja halt ordentlich Erfahrungspunkte. So. Schnell, 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 schnell. Wie gesagt, einfach Bescheid gebe, ihr liebe Leute. Es tät mich sehr freuen und interessieren.
wie ihr zu dem Thema steht. Oh, die Echse-Menschen sind auch schon verschwunden. Doch geht die Leichenentsorgung ziemlich ratzfatz hier im Minetal, muss ich sagen. Hallo, Golem. Alter. Ursa. Ach du heilige Scheiße. Alter Falter. Okay, ich glaube, mit dem Geschwindigkeitstrank des Vieh-Angreifer ist nicht so das Gelbe vom Ei. Der kann uns anscheinend über Kilometer fortschleudern. Na gut. Dann stellen wir uns mal lieber zum Zaun hier. Da kann er uns nämlich nur gegen den Zaun schmettern. Und das war 400 Erfahrungspunkte. Allerhaupt. Allerhaupt. Kleine Wunden heilen. Kann ich jetzt auch gerade wieder gebrauchen. Und hier gibt es anscheinend auch noch irgendeine fette Beute, wie es aussieht. Und zwar kann ich hier noch eine Runenmacht, Lederbeitel, silberne Schale, jede Menge Wolfsfäller. Naja, wenn 4 die Definition von jede Menge ist. Und ein großer Heiltrank. Und noch Wolfsfell. 5 Wolfsfäller. Okay, die Warane überlassen wir jetzt mal sich selbst. Das sind eher Echse-Menschen, die ich wieder recht interessant finde. So. Dann kommt mal her, Echsen-Boys. Komm her, Lizard Boy. Ach du liebst, Herr Gettel. Ja, Rote Mol, wer hier viel Chance hat. Okay. Okay. Muss ich wohl so akzeptieren. Also tschüss. Das ist definitiv kein Gebiet für mich. Das sind viel zu viel von den Viecher auf einmal. Da habe ich nicht der geringste Hauch einer Chance, weil die alle im Pulk angreifen. Und 6 von den Viecher, vergiss es. Habe ich absolut nullo matig Chance. So. Hier kommt, glaube ich, wieder der nächste Feuergolem oder Echse-Mensch um die Ecke jagt. Ich bin mir da als nicht so sicher mehr. Aber ich glaube, du müsst irgendwo einer stehen. Ah. Okay, ein Golem mal wieder. Na gut. Da speichern wir auch wieder. Was liegt denn hier noch? Gittigit, toter Drachenjäger. Na gut. Dann können wir doch nochmal speichern. Ich habe gedacht, der attackiert mich dann schon. Aber ist wohl nicht so. Okay, Golem Boy. Oh. Echsen-Boys. Alter Falter, das hat aber Amo ordentlich reingerömert gerade. So, dann wird nochmal hinterher geheilt. Was mich jetzt Amo so rein vom logischen Standpunkt interessiert, mache ich denn das Scheißviecher hier schade mit dem Zauber? Sieht so aus, ja. Okay. So, warte mal. So, jetzt stehe ich dir voll zur Verfügung. Gut. Hätte mich mal interessiert, wie viel von deiner Pfeile ich brauche, um so einen Echse-Typ hier zu legen. Wenn er wieder solo unterwegs ist, könnte ich es mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 reichen mal nicht aus, das ist nicht gut. Okay. Aber fehlt anscheinend nicht viel. 5er oder so könnte ich gebrauchen nur. Aber so wie es aussieht, geht hier schon die Drache-Musik los wie Sau. Das heißt, der Feuerdrache kann nicht besonders weit weg sein. Oh, da sind wieder 2 von den Knaber. Gleich mal wieder speichern. Man weiß ja als nie. Ja, da kommen sie schon wieder. Okay. Manchmal kann es gehen wie geschnitte Brot. Aber nur manchmal. Okay. Gut, Alter. Da sind wir hier schon fast beim Drache A-Kummer. Ups. Na gut. Gucken wir mal, ob der Blitz 2-mal einschlägt. Der Echse-Mensch schlägt auf jeden Fall 2-mal Ei. Jo. Ne? Aller hopp. Warte mal. Wie wir die Scheiße nochmal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Komm, zieh mal deinen Spargelschäler und dann truffende Wetter. Hey! Ich hab gedacht, der war auch tot. Alter. Also allmählich geht man auf das Sack hier. 1, 2, 3, 4. Also wenn die Mistviecher nicht jedes Mal ein Crit landen würden, wäre das auch weitaus weniger schlimm. So. Dann heilen wir uns halt nochmal. Immer halt zweimal. Nicht weiter schlimm. Dann sollte man nochmal einen Mana-Trank schlürfen. Und dann weiter. So. Das sollten wir aber noch einmal speichern. Weil jetzt ist... wer se Drecken ist. Deswegen wird das gleich richtig Olver wieder. Ja, Allah, komm mal her, du Jogger. Also wie gesagt, wenn diese scheiß Echse-Menschen nicht jedes Mal... wenn diese scheiß Echse-Menschen nicht jedes Mal gleich einen Crit landen würden, wäre der Kampf bei weitem nicht so schlimm. Dann den ich auch sehr viel mehr aushalte. Aber das ist anscheinend nicht drin. Komm schon. Okay, nochmal. Ja, manchmal habe ich auch Schweine und das braucht man 2 Schläger. Ja, manchmal hat man Schwein. So. Echsenschwert, Echsenschwert. Kleine Wundheilung. Und noch einmal, weil es so schön war. Jetzt müsste aber da sein, ne? Ja, Allah, da ist er doch schon. Okay. Vorbereitung für den Kampf. Wir brauchen das Auge Innos. Dann brauchen wir... genau, den Golem brauchen wir noch. Und dann könnte ich mal noch zusätzlich... so Jenny Feuernessel noch 2 Mal genehmigen, damit unser Mana wieder over ist. Und dann wird gespeichert. So. Ja, schön hast du das hier eingerichtet im alten Kastell. Ich finde, rein von der Arena her ist das definitiv der epischste Kampf. Und wo sein Hort ist, können wir erstmal auch nicht aussagen. So, machen wir hier jetzt doch nochmal den Speicherpunkt. Und Phiomata. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Na dann viel Nicht Spaß. so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Okay, dann erstmal wieder Smalltalk. Wer bist du? Mein Name ist Phiomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn Jo. ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Ja, nett. Dann hier. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Na, clever. Dann, wichtige Wie Frage. kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar.
Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Nett, ja. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Arbeiten Du wir brauchst dran. ein Schwert, welches von deinem Gott gesegnet wurde. Arbeiten wir 8 dran. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Kriegen wir auch hier. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Okay, danke für die Infos. Jetzt ist es auch Mittagszeit, also los geht's. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Gut, wenn du so willst, ist jetzt erstmal ein bisschen Golem-Zeit. Mir kommt auch schon gammelt der Klumpi. Autsch. Fällt mir nicht, dass das so auf mich abgesehen hat noch. Ja, geh auf Klumpi. So, jetzt du. Solange der mit Klumpi beschäftigt ist, kann ich dann attackieren. Okay. Geh weiter auf meinen Klumper. Na? Ups. Autsch, das hat ordentlich was abgezogen. Erstmal Zwischenheiler. So. Ja, so Golems sind doch relativ nützliche Verbündete in einem Kampf. Muss ich echt gestehen. Ja, attackiere ihn weiter. Ich befürchte nur, gegen der Eisdrache zum Schluss bin ich dann ohne beschworene Kreatur. Ups. Okay, mein Golem hat's erwischt. Das ist etwas schade drum. Trotz allem könnte ich doch jetzt einmal hier nochmal so zwischendurch einfach mal der Yankee 4 einfach mal machen als Paladin. Und machen wir doch einfach mal einen zusätzlichen Spielstand hier. Ups. Ja, interessanterweise spuckte Feuerdrache über Distanz kein Feuer. Sondern nur die Lanzer. Dafür scheint er aber so Schleckermaul zu sein. Der Schleckermauldrache. Okay, Tja, jetzt stehen wir beide dumm do, würde ich sagen, oder? So, die Musik hat auch aufgehört, gar episch wie Zau zu sein. Ja, der schnauft ein bisschen. Glücklicherweise heilt er sich nicht. Ja, deswegen machen wir mal Mittagspause, oder? So. Was haben wir da noch im Inventar? Wir können uns so in aller Ruhe umgucken, wie es scheint, ne? Geysir hätten wir noch im Angebot für ihn und, was wird denn da noch? Ja, Verwandlung Feuerwaran, das wird's bringen. Was haben wir da noch? Wasserfaust, ja komm. So, dann viel Spaß. Einfach mal so standardmäßig noch ein Feuerball hinterher. Och ja, ne? Kriegt doch noch ein paar heilige Pfeile hinterher. Gut, jetzt bleibt mir auch erstmal nichts mehr übrig. Jetzt muss ich irgendwie auch wieder den Nahkampf suchen, sofern das möglich ist für mich. Weil an den Drache kommt man nur sehr schwer dran. Ja, wenn, dann muss man das ausnutzen. Ja, da kommt man definitiv nur sehr schwer dran, den Drache. Okay. Das waren jetzt aber wieder ein paar Schadenspunkte, die ich ihm gemacht habe. Immer hier.
Und weiter geht's. Okay. Na gut. Erstmal einen Sicherheitsabstand bitte dazu. Glücklicherweise, wirklich glücklicherweise wirft er nicht noch Feuerbälle nach uns, sonst hätte ich so richtiges Problem. Ja, das war natürlich sehr clever, frontal drauf zuzurennen. Ja, du sitzt dich auch schön in der Zwickmühle. Ja, renn mal. Ich verreck und der macht nur... Ah, nicht schlecht. Definitiv auch nicht schlecht. So, dann probieren wir unser Glück noch einmal. Ah, jetzt sind wir gerade wieder in der Zwickmühle hier. Okay, noch einmal. Wir dürfen uns nicht von dem so in der Eck drücken lassen, dass sei Feuerlanze uns zweimal hintereinander oder dreimal sogar hintereinander trifft. Das kann sehr böse ausgehen. Und schon. Wenn er doch wenigstens in Bewegung wieder wäre. Solange der in Bewegung ist, habe ich noch irgendwie eine Chance. So. Weiter. Okay. Und je mehr Extraschade durch die Klaue Belias, desto besser für mich. So. Und wieder drauf. Komm schon, mir hin. Nimi lang, Drache! Die Episode dauert nämlich lang. Ich darf nicht zu lang gegen dich kämpfen. Okay. Und den Kampf hätte ich eigentlich noch ganz gern erledigt. Okay. Der zischt jetzt gerade völlig ab. Naja, es soll jetzt erst einmal vorkommen, dass ein Drache wahnsinnig wird. Der ist so Vorstufe gerade. Okay. Ups. Ja, wenigstens fliegen wir nicht durch die Luft gerade. So, noch mal Heiler. Und dann wieder auf ihn. Okay, er bewegt sich sogar. Aber nur, weil ich's bin. So. Drache? Drache? Hallo? Wo steckt er dann gerade? Ach, da oben. Okay. Setzen wir den Kampf jetzt hier oben fort, oder was? Das wird so nix, glaube ich. Nee, das wird so nix. Wenn er da oben ist, da habe ich in die Hose geschissen. Das heißt, ich sollte ihn vielleicht auch nicht so sehr zu dem Eingang hier drängen. Sondern sollten vielleicht eher ein bisschen wegjagen. Aber hier sind wir gerade wieder auf dem besten Weg, da hier. Noch einmal. Klasse. Ich sollte die Klinge weiter hier schwingen, weil Klinge im Lauf zu schwingen scheint mir dazu bewegen, sich fortzubewegen. Okay. Hier wieder und zack, zack. Äußerst epischer, äußerst flüssiger Kampf, ne? Ich bleib mal einfach zwischendurch mal stehen, machen wir Mittagspause, der Drache genauso. Und das ohne, dass er sich heilt. Das ist ein äußerst epischer Kampf. Verdammter Mol. Nervig. Okay. Noch nerviger, dass ich nicht sehe, wie viele Lebenspunkte der noch hat. Das wäre möglicherweise auch sehr hilfreich. Okay.
Schade, dass er das auch so flüssig hintereinander machen kann, diese scheiß Feuersäule. Und dass ich maximal einmal durchkomme bis zu ihm. Ach du Scheiße. Eigentlich wollte ich ja die Episode heute zeitig beenden, aber ich glaube, wir kommen heute nicht dazu, dass ich hier noch was zeitig beenden kann. Das ist leider Gottes wieder diese Scheißmechanik von Die Nacht des Raben geschuldet, dass diese Kämpfe gegen die Drache so dermaßen dämlich sind. Ja, bewegt das nicht mal wieder? Hat er mal wieder die Güte gehabt. Aber nicht so, dass es mir was bringt. Ey, das ist so eine Rotze. Das ist so ein Scheiß. Komm schon. Oh, was ein langatmiger Mist. Das kotzt mich persönlich immer am meisten an. Ich meine, harte Bosskämpfe in Ehre. Kann ja was Tolles sein. Aber das ist einfach nur lästig. Das ist wirklich einfach nur lästig. Okay, Zauber kann ich schon gar nicht mehr ausführen. Ja, und jetzt? Und fällt mir noch zusätzlich ein. Ich kann ja noch hier mein Amulett wieder anziehen. Außerdem kann ich hier nochmal den Speicherpunkt nehmen. Okay, er bewegt sich wieder. Das ist gut. Okay. Okay, beweg dich weiter hier. Keep going. Keep going, Kamerad. So. Und... Gut. Solange die Drachen sich bewegen, ist alles okay. Dann sind wir nämlich noch im Kampf drin. Und können auch wieder Schade ausdehlen. Okay. Gut, jetzt hängen wir wieder ein bisschen. Das ist schon etwas nervig, wenn diese Kämpfe zwischendurch etwas flüssiger sind und dann wieder so total abgehackt. Okay, er bewegt sich noch. Er bewegt sich noch. Ich müsste allmählich aber auch richtig Schade zugefügt haben, jetzt mal ohne Scherz. Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich denn hier nur die ganze Zeit streichle würde. Ich mache durchaus Schade bei ihm. So, ausnutze, dass er sich wieder bewegt. Oh, jetzt geht er aber wieder gefährlich in die Richtung. So, nicht, du dummer Hund. Wow, 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 wow. So, wieder weg aus seiner Reichweite. Zweimal die Heilung. Einmal wieder der Mana-Trank. Einmal nochmal der Speicherpunkt und dann weiter. Alter Falter. Oh, toll. Oh, super. Das hat es jetzt richtig gebraucht. So. Also für den Drache war das gerade ein super Angriff. Oh, und das war sogar ein Treffer über die Distanz. Gott, beweg dich weiter. Beweg dich. Beweg dich, du dappisches Mistvieh. So. Hättest du mal jetzt endlich die Güte, mal zu sterben? So. Ansonsten, wenn es jetzt bei der nächsten größeren Attacke nicht stirbt, muss ich dann leider... Wobei, nee. Ich cutte so ungern in einem Kampf. Das ist so unsauber, in einem Kampf zu cutten. Das gehört sich auch einfach nicht. Kämpfe zieht man bis zum bitteren Ende durch. So. Nicht heiliger Pfeil. Wundheilung. Also in einem Kampf würde ich nur extremst ungern cutten. Das ist dermaßen unsauber.
Obwohl ich eigentlich schon einen sauberen Cut ganz gern hätte, muss ich sagen. Aber ach, zeitlich wäre ich eigentlich auch ganz gern noch in der Riege geblieben und im Terminplan geblieben von einer halben Stunde. Okay. Aber manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Du dappiger Drache. NA habe ich jetzt noch hier. Okay, ist in Ordnung. Jetzt können wir uns immer hochheilen. Und dass diese Drache sich nicht an den Zeitplan halten können. Schlimm, oder? So. Jetzt sind wir drauf von der Wetter. Und komm schon. Ich meine, ich muss ja auch schon mal ein paar Mal ordentlich getroffen haben, ne? Oh. Okay. Das war wieder ein schöner Treffer. Also wie gesagt, ich muss ja eigentlich ordentlich getroffen haben, Amol. So, und hier nochmal rein die Lebensenergie. Macht's auch ein bisschen schneller nochmal. Ab du Sausack. Boah, Alter, also ohne die Tränke aus Korinis wäre ich hier so richtig schön aufgeschmissen gewesen. Und ohne die Rune, die ich gelernt habe. Werde ich den Kampf höchstwahrscheinlich nicht überstanden. Ach du Scheißvieh. Ja, jetzt bewegt er sich mal wieder nicht aus seinem Loch raus. Hopp. Das waren wieder 2 Crits hintereinander. Na? Will er da nicht sein Schwert wegpacken? So. Okay, meine Fresse. Komm schon. Er bewegt sich ja wieder kein Millimeter. Das ist bitter. Das ist gerade echt bitter. Noch einmal. Ich gebe jetzt aber an und Luft, bis diese Scheißvieh auf dem Boden liegt. So. Weil, wie gesagt, man cuttet nicht Mitte in einem Kampf. Das ist echt unsauber. Dann mache ich lieber wieder 40 Minuten Episode draus. Und ihr könnt ja auch gern vorspulen bis zum Ende vom Kampf. Weil das ist eh nur ein ganzes, die ganze Zeit hier und her geturne und hat sehr viel mit Glück zu tun hier. Und außerdem hält der Schweinepriester irgendwie ein bisschen mehr aus als die andere Drache, habe ich das Gefühl, als die vorher. Ah, eben bewegt er sich wieder. Okay. Meine Fresse, Alter. Komm schon. Ah, Jesus, Leute, jetzt stirb doch endlich. Ja, du Scheißvieh. Oh Mann. Okay. So allmählich geht man auf das Senkel. Komm. Ich hab dich jetzt häufig genug getroffen, du Scheißkerl. Oh Gott, gerade noch so am Lever. Alter Falter. Das zeigt mir mal wieder, dass ich hier einen Speicherpunkt anlegen sollte. Das war gerade so überlebt, ohne Flachs. Der wirkt aber gerade ziemlich unsterblich auf mich, der Drache. Und der hat noch einen Meister, der stärker ist als er. Oh, das war anscheinend eine gute Idee zu speichern. Wie gesagt, und der hat noch einen Meister, der stärker ist. Na, heilige Scheiße aber auch. Das wird hier lustig. So. Dann komm her. Mann. Wenn mich diese Scheiße wenigstens die ganze Zeit zurückschlagen würde und ich das auch einfach mal so überleben könnte, dann wäre das auch schon ganz hilfreich.
So. Ich meine, beim Drache erwarte ich persönlich ja eigentlich eher, dass der einen Schwanzhieb oder einen Klaueschlag oder was drauf hat, was dann zurückwirft und nicht das Feuer. Deswegen hätten wir anders lösen können, da wäre der Kampf, wären die Kämpfe gegen die Drache etwas dynamischer und flüssiger, finde ich. Wenn man gesagt hat, diese Feuerlanze zieht halt am meisten ab. Und das passiert halt, wenn man sich ihm nähert, aber es rotzt jetzt nicht sämtliche Gesundheit runter. Nur weil er das Ding da benutzt. So. Es ist nervig. Sorry, ihr liebe Leute, ich musste saubere Cut machen. Es dauert sonst ewig und 3 Tage. Das macht so keinen Spaß. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es mit dem Kampf weitergeht. Aber 40 Minuten ist einfach zu heftig. Wir sehen uns morgen wieder. Auch wenn ich jetzt eine eiserne Regel von mir brechen muss und in einem Kampf cutten muss. Bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.